ja, kalt und muss schiessen. Kein Bock mehr. Aber egal, Respekt momentan. Guten Morgen. Es ist morgen. Das ist unsere Zeit, die wir hier haben. Wir sitzen schon 2 Tage und 2 Nächte unterwegs. Wir sind tatsächlich nicht vertraut aus dieser Halle. Das ist noch schön. Wir sitzen dann zusammen Porridge machen. Und wir hoffen, dass unsere Sachen weggetrocknet sind worden. Und Mess ist unser Endgegner, den wir hier haben. Dann fahren wir auch weiter Richtung Süden über einen grossen St. Bernhard. Und dann sind wir im Fleck von Nähe. Wir sind direkt vor. Ben. Sieht doch schon langsam so aus, wie es sollte, oder? Ja, wir sind jetzt in Neuseeland, bei der Vulkanlandschaft angekommen. In jedem Vulkan zu machen. Ja, super. Regenwurm. Hier Regenwurm. Hier Regenwurm. Hier Regenwurm. Überall ist ein Regenwurm da. Und hier sehen wir eine schöne Spur von einem Regenwurm. Hier sehen wir eine schöne Spur vom Regenwurm. Ja, aber er ist eben leider vom Wasser verfolgt worden. Er ist hier gelunken und jetzt hat er so viel gefunden, wie jetzt so viel gefunden. Also ja, wir haben ihn aus dem Klunken rausgespickt, weil ja, der hat das Horrorleben gehabt, einfach vom Wasser verfolgt, weil die Wasserspur gelegt hat. Und hier Regenwürmli. Und da die da hier. Ja, ich weiß auch nicht, aber denen geht es auch nicht so gut. Und sie bewegen eigentlich nicht mehr wirklich, ja. Ja, jetzt sind überall hier ist alles voll Regenwürmer da. Der Regen ist runtergekommen und dann ist die Boden, dann haben sie raus wollen, dann sind sie hier rein ans Trocknen. Aber der Beton zieht Feuchtigkeit, der Beton macht trocken, basically. Darum ist auch alles unser Zeug trocken geworden, also unsere Tücher sind trocken und nicht komplett nässer als vorher. Und die Jacke eigentlich auch aus. Und jetzt sind sie aus dem Boden, hier auf dem Beton und jetzt hier vertrocknet sind und es ist so... Ja. Bruh. Wir sind jetzt so gut wie ready und wir verlassen unseren Neubau hier wieder. Und wir gehen jetzt wieder zurück auf die Hauptstrasse und fahren Richtung St. Bernardino. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen Regensachen an. Das Schiff zwar jetzt nicht mehr, aber falls da wieder so kommt, sollte es vielleicht etwas bringen. Unsere Regenjacken sind beide flotschnass von innen und draussen, also es bringt nicht so viel. Aber ich hoffe, dass sie trocknen jetzt ein bisschen im Wind und so. Ja, ich habe noch ein bisschen nasse Socken, die stinken und ich hoffe, sie werden auch nicht nasser als sie jetzt schon sind. Und dann wischt sie sich ja ein bisschen aus. Ja. Bis später. Wir sind da in Martini angekommen. Und dann ist die rechte Frau auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir ein bisschen verloren sind. Und dann hat sie uns da erklärt, dass wir da irgendwie auf so einen Platz irgendetwas müssen. Und dort rechts. Jetzt sind wir noch viel mehr verloren. Bruh. Aber Martini ist schön, gell? Ja, wunderschön. Oh, ist gut. Ja. Finden wir schon irgendwie. St. Bernhard. Oui. Da haben wir Martini. Wir hier eigentlich noch Platz, wir müssen glaube ich auf Place Central. Wir bringen das schon!
Sie gehen einkaufen, von da 2-mal Käse, Hörnli, dann Schoki, Polenta und Apfelmus. Und wir haben jetzt das Limit überschritten. Wir haben knapp mehr als 50 Stutz ausgegeben. Ja, wir haben irgendwie 3 Franken mehr ausgegeben als 50. Nicht gut, wir fahren jetzt von Gross St. Bernhard. Es ist nicht so gut ausgeschildert hier, aber wir finden das, wir folgen an dieser Straße, könnte stimmen. Vielleicht essen wir vorher schon etwas, ein bisschen Brot oder so. Ja. Mal schauen. Wir sind jetzt am Anfang des grossen St. Bernhard. Und ja, da sind Autos und scheiß Lastwagen. Und einfach alles hure schnell in Kehren. Und wir haben etwa so viel Platz. Ja, und das ist, wir sind vorher durchs Tunnel gefahren. Und dann kommt der Körn so einen riesen Lastwagen. Mischt sich der Schweiß mit dem Angstschweiß. So. Ja, wir haben jetzt eine Regenhose abgezogen und so geht es ein bisschen dichter weiter, weil es schon noch streng ist und schon noch schweissig da. Genau. Wir sind jetzt irgendwo nicht mehr allzu weit von der Grenze weg. So ist auch schon durchgefahren. Wir haben jetzt gerade gegessen und wir haben jetzt kein Brot mehr. Und wir haben dort einen Apfelmus gedippt, den wir vorher gekauft haben. Ja, ich darf verschnuddern und ein bisschen hüsteln. Ja, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Und ja, ab der Grenze ist es halt dann 10 Grad wärmer und die Sonne scheint dort. Und das ist dann eigentlich sofort, wenn wir über die Grenze sind, ist dann der Strand und so, weil Italien. Ja. Parmigiano. Vlogger-Style. Achtung. Ja, ich weiss, es ist crazy. Was wir voll vergessen haben im Tumult von Dokumentieren, ist das da! So! Wir haben hier eigentlich ein Easter Egg gefunden am Wegrand. Ja. Wieso nicht? Es ist ein herziges Häuschen hier. Wir sind hier über das Brückli gekommen, dann sind wir hier essen. Und dahinter gehen Autos und so durch. Da Zwergli und Schneemännchen. Was herziges Häuschen. Ja. Was ist der Plan? Wasser. Jetzt. Wasser auffüllen. Der Start wieder kommt. Wo ist denn der Brunnen? Für denen. Premium Bach. Lass mich mal ein Ding machen. Klares, fast durchsichtiges Wasser. So eine Safe-Seite. Fazit.
Ja, also ich meine, es ist gefiltert worden durch da den Stein, also es wird schon schlimm sein. Nein, da oben ist eine Röhre, gell? Und? Wenn es ist Abwasser. Man weiss. Wir haben jetzt etwa noch 9 Kilometer bis ganz rauf. Und wir haben rausgefunden, wir tragen ja den Watt hier. Der ist nicht mehr so eingepackt. Ist auch viel besser mit der Wärmeregulierung, weil das macht ja der Körper eigentlich selber durch das Schwitzen. Ja. Aber gleich so... ist gleich langsam frisch. Vielleicht müssen wir gleich mal eine Jacke anlegen. Aber jetzt tun wir zuerst mal weiter strampeln. Und vielleicht sind wir jetzt gleich oben. Ja. Digga, das ist ein Schweiß. Es geht noch fucking 4 oder 5 Kilometer. Also wir sind hier bei dieser Verzweigung. Tunnel oder Quelle, also entweder Pass oder durch den Tunnel. Dann würde ich eigentlich ganz gerne durch den Tunnel. Der Pass ist nochmal 7 Kilometer. Ich finde, das wäre schon geil. Unsere Kräfte langsam am Ende. Ja, wir müssen schauen, vielleicht dürfen wir da überhaupt gar nicht wegen der Autostrasse. Wir sind hier durch den lang Schlucht gefahren. Dort hinten zeigt sich dahin und da ist noch so ein Stausee. Yes, das ist schön da. Es windet nicht mal so fest gerade. Ja, von dem her ist es schon cool. Da hinten Bändchen. Ja. Wir berichten, wie es weitergeht. Und wir fertig besprochen haben. Wir haben jetzt hier 500 Gramm Polenta geschwungen hingetischt mit dem ganz feinen Wasser von vorher, oder? Ja, aber wir haben es ja heiß gemacht von dem her, ja. Und dann haben wir noch ein bisschen Käse drin, aber das hat man fast nicht gemerkt. Und jetzt, wir fahren über den Pass, wir gehen drüber. Ja, noch 13 Kilometer Velo fahren. Höhenmeter wissen wir nicht, aber Ben hat mal aufgezeigt vorher und das fucking zu viel steige. Aber ey, wir schaffen das. Wir sind geile Siechen. Das hat auch nicht jeder gemacht. Ja, und wir hoffen, dass hinterher ein bisschen schöneres Wetter hat. Yes. Ja. Ja, kalt, du musst schiessen. Für die letzten 4 Kilometer von diesem Scheisspass gelaufen. Und das ist jetzt etwa noch einer. Ja, Ben hat sein Tief vorher gehabt, ich habe es jetzt. Die Luft ist einfach zu dünn für mich, um bei 10% Steigung hochzufahren. Alter Schwede. Ja. Ich hoffe, dass es oben ein Hütchen hat oder so ein keine Ahnung, so wie es noch auf vielen Pässen so ein Restaurant liegt. Weil dann können wir dort schitten, können wir reinhocken, ein bisschen warm bekommen. Ja, das wäre schon noch nice. Ja, ich bin einfach durch. Ja, und Ben easy, freundlich und fröhlich. Ich bin mit dem Velo und das wir fahren. Wir haben gut zu hören, dass wir jetzt gerade oben sind. Ja, ich gehe bis hoch.
Schau, manchmal hat es die blaue Himmel und das ist schön. Schau, das können wir jetzt mit der anderen Blende filmen. Da ein blauer Himmel. Mega Wind. Da die schönen Berge. Da das schöne Ben. Ja, da hinten noch mehr Berge. Und so grundsätzlich so ist schon schön, aber es ist kalt und ich sterbe jetzt gerade. Schön war das Leben. Wir sind jetzt auf dem Pass oben angekommen. Hier geht es auch noch runter. Ja. Da geht's. Hier geht es hier runter. Ich habe gratis verschießen, obwohl es einen Stutz kostet, aber ich würde mich sowieso einsetzen für gratis Shitten. Weil ich finde, das ist ein Menschenrecht im Wasser. Hey, es ist bretschkalt, da hätte es einen Bullenpulli anlegen. Wahrscheinlich gehen wir heute zu dem Restaurant schauen, ob es nicht zu teuer ist. Das ist sicher zu teuer. Und wenn es zu teuer ist, dann verreisen wir den Hogwarts ab. Packen uns zuerst noch ein, wie blöd. Vorher hat es noch Hageln, es hat 3 Hagelschläge gegeben. Ja, es hat eine Entsorgungsanlage, so eine Recycling, so eine Hurenfette für die 3 Restaurants, die da oben stehen. Bro. Bonjour. Bonjour. Ja. Ben, sagst du noch etwas? Nein. Wie ihr gesehen habt, sind wir in Italien angekommen und es ist recht viel Zeit und Weg vergangen seitdem. Wir waren jetzt oberst auf dem St. Bernardino, grossen St. Bernardino gewesen. Und jetzt sind wir keine Ahnung, irgendwo zwischen Torino und Avoigo. Wir haben jetzt ein mega langes Plätzchen gesucht und es ist so, wenn du auf einer grossen Straße bist, kannst du auf einer kleineren, aber dort ist halt nachher links und rechts einfach eine Mauer und alles verbaut. Und das ist jetzt nicht so ein heimliches Gefühl irgendwo dort. Ja, und dann musst du dich wie hierarchisch vorarbeiten und immer kleiner und kleiner und kleiner werden. Ja, und jetzt sind wir irgendwo auf einem Kompost und hier ist glaube ich okay. Wir haben gefunden, hier kann man machen. Ja, und wir sind beide müde und ich hoffe einfach, dass wir nicht rausgeschossen hier oder irgendwie beklaut oder weiss doch auch nicht, was möglich wäre. Ja, einfach, dass wir hier ein bisschen safe sind. Ja, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, weil es sieht so aus, als ob hier sehr lange niemand mehr war und ja, der Ben macht jetzt einen Haferbrei noch und ja, dann müssen wir das Hängematte aufstellen und ich würde sagen, wir sehen uns nachher nochmal. Ja, aber wir sind beide kaputt und einfach erschöpft. Wir haben vielleicht 80 oder 90 Kilometer an diesem Tag gemacht und einen Pass hinter uns gebracht. Also es war schon tough gewesen, kann man sagen. Ja. Also. Ciao. Ja, so sieht es aus. Ja. Hier haben wir irgendwo unsere Esssachen, unsere Velos. Ja, einfach gute Nacht. Eine ruhige Nacht neben der Autobahn.